Bist du am Brüllen? Nein. Bist du gestern im Ausgang gewesen, gell? Ich glaube, ich weiss, wer gestern im Ausgang war. Yo, schönen guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit einer neuen Folge. Komm mit. Heute gehen wir zu Los Hermanos Inc. Der Nino Brown wird uns heute das ganze Studio in Zürich zeigen. Vielleicht werden wir uns ja noch ein Mini-Tattoo machen, wer weiß. Dann würde ich sagen, sieht man sich eigentlich vor Ort. Bis dann. Also ich bin jetzt schon rasch drin gewesen, aber die im Studio haben auch selber gesagt, sie wissen nicht, wo der Nino ist. Ich glaube, er hat gestern zu viel gefeiert. Brüder, da warten Leute auf dich. Komm mal. Du bist so ein Peach, Nino, Alter. Ohne Witz. Also so sieht das Ganze von außen aus. Geil einfach. Kuppe in Weiss, nicht Meme. Aber der hat die geilere Felge. Also, Oh, geil. der Boy hat es geschafft. Von dir? Ja, also der blaue. Ja, geil, Kleber. Schlüssig? Ja. Ja, Mann. Alle Er hat zusammen. es geschafft. Willst du dir schnell vorstellen für die Leute, die dich gar nicht kennen? Vorstellen, ja. Was soll ich anfangen? Ich bin der Nino, ich bin 26, ich komme ursprünglich aus Brasilien, bin loyaler Zürcher und jetzt sind wir wieder retour mit unserem Tattoo-Studio Barber in der Stadt. Dort, wo alles angefangen hat, zurück auf das Made in Wiedeke. Epa. Ja, ey, du zeigst heute das Studio mal ein Ja, bisschen, voll. Ich hoffe, ihr seid gespannt drauf und let's go. Da haben wir unseren integrierten Türsteher. Oh Mensch. Da haben wir so einen kleinen Barber. Brüder, ich heiße Junior the Barber und tun da der Barber leiten, Haare schneiden, faden, alles was man braucht zum Er hat vielleicht ein bisschen klein gesagt, weißt du, im Gürtelladen. Feio, mas ele deixou bonito. Não posso ser feio, mas ele. Und dann haben wir da unsere Siegerin, ist auch irgendwo gerade da. Ich habe ein bisschen gezahlt, dass sie gewonnen hat, weißt du. Das ist so ein bisschen das Tattoo-Studio, das wir haben. Wir arbeiten sehr viel mit Gästen aus Amerika, England, Brasilien. Das ist zum Beispiel einer der alle. Hallo? Fala aí pra câmera alguma coisa? Wir haben so ein kleines Konzept, weißt, wir haben eine recht grosse Fläche. Zum Beispiel haben wir vom Gips ein paar Bilder, die wir ausstellen. Wir sind auch jetzt mit ein paar Künstlern von Zürich ein paar neue Bilder am holen, die wir eigentlich für sie ausstellen, da rausladen. Und wir sind so der Meinung, ein Konzept funktioniert eigentlich nur, wenn du mit mehreren Leuten zusammen schaffst. Das heisst, wie mehr Sachen du kannst anbieten, desto besser, für jeden, oder? Weil dann hast du mehr Leute, du hast einen größeren Umfang. Dann haben wir zum Beispiel ein Dojo, wo die Leute ein bisschen am Kämpfen sind und trainieren. Ich finde es immer sehr geil, wenn du hörst die Musik so voll gestresst und dann kommst du da auf und du merkst so die Ruhe, weißt du? Ja. Ich finde es sehr cool. Wir sind da am Überlegen, was wir machen können, weil wir haben nicht so viele Autos, weißt du? Das heisst, du musst dir vorstellen, die Fläche da. Da kannst du sehr viel machen, Mann. Wer weiß sogar im Club. Ich schwöre. Da hat sie noch so gymmäßig. Da hast du viel Platz. Also für die Leute, die es jetzt nicht verstehen, so, er ist der Besitzer von diesem Laden und du bist sozusagen? Nein, das ist ein bisschen kompliziert.
Los Hermanos hat eine größere Tradition. Du musst dir vorstellen, so, ich bin früher aufgewachsen und ich bin nicht im guten Umkreis gewesen. Das heisst, meine Brüder haben mich wegnehmen von Zürich. Und dann hat er das Los Hermanos gegründet, dass ich für ihn arbeiten kann. Okay. Nachdem ich aus dem Gefängnis gekommen bin, hat er mich von Zürich weggenommen und hat mich dort rein zum Arbeiten. Und so haben wir eigentlich den Laden aufgebaut. Und heutzutage sind wir einfach mehrere Leute, die zusammen ein Konzept schliessen. Okay. Das heisst, wir sind irgendwie 4, 5 Leute, weißt du? Es ist nicht, du schaffst für mich oder er schafft für dich, sondern miteinander. Ja. Jeder ist der einzelne Chef, aber wir haben einfach ein Konzept, das wir zusammen können. Ich habe nur gedacht, weil auch Clou gesagt hat, du sagst ihr Manager. Weißt du, das Problem ist ja so. Ja, gehen wir gerade zu ihr, Du musst dir so wie vorstellen, er hat mich vorher gefragt, ob ich dein Manager bin. Ja. Und es ist mega schwierig zu erklären, ich bin nicht ihr Manager. Sie muss sich fokussieren auf das, was sie macht. Sie muss tätowieren. Und ich stehe einfach da und tue einfach alles auf cool und sage ihr, hey, look, du musst das machen, du musst... Zum Beispiel meine Brüder machen das zum Beispiel eher weniger. Meine Brüder schauen aber, dass das Material da ist, dass wir kommen und arbeiten können. Das heisst, er schaut, dass die Basis stattfindet. Und ich schaue einfach so ein bisschen für unser Image und ich stehe dahinter. Weißt du, wenn irgendetwas, sie hat ein Problem, sie kommt zu mir, ich probiere das zu klären und zu lösen. Yes. Und deswegen sagen wir eigentlich eben so Manager, aber es ist indirekt. Hey, könnt ihr ein bisschen Liesling machen? Es ist beide, es ist, Weißt du, aber es ist auch nicht. Ja, eben wie ich vorher gesagt habe, sie schafft für sich, weißt, sie schafft nicht für uns, sondern sie kann nicht in die Zeit gehen, sie ist ein freier Mensch. Bist du gerne da? Ja, sicher. Zum Beispiel der Typ dort, ja, ich habe ihn kennengelernt. Ich habe ihn kennengelernt an einer Tattoo-Convention. Das ist die grösste Tattoo-Convention der Welt. Das ist in São Paulo. Und du musst dir vorstellen, zwischen 2000 Tätowieren habe ich jemanden gesehen. Olha, foi o quê? 3 meses depois tu veio para cá? Ich habe ihn dort gesehen, ihn angesprochen, gesagt, ich so, deine Arbeit ist mega geil und nachher haben wir eins getrunken, ein bisschen geredet, Nach 3 Monaten ist er da hingekommen. Okay. Und es ist so krass heute, die Tätowieren, das ist so eine Familie. Und kennst du das, wenn du ein gutes Gefühl hast, so, du siehst, der Typ, der eigentlich in Brasilien wohnt, 7-mal in der Schweiz, 3-mal in Brasilien, weißt du, die Community wächst, wir werden stärker, weißt du. Und das ist eben, das ist es. Jetzt auch hat er den italienischen Pass. Der wird sich den umschaffen, weißt du, wir haben alles für ihn geschaut, oder? Wann hat überhaupt der erste Los Hermanos Inc. aufgetan? Wir haben eigentlich, es hat eine größere Tradition, weißt du, wir haben eigentlich angefangen, die Heime zu tätowieren. Ich habe meinen Onkel von Italien immer da hingenommen, dann sind wir zum Beispiel zu dir heim oder zu einem Kollegen heim und haben dort tätowiert. Wir haben so ein bisschen geschaut, was kannst du mit dem Tattoo machen. Und dann haben wir eigentlich zuerst 80 Sacra geheißen. Ja. Das ist, ich sage, warte schon. Das ist aber schon ein geiler Name. 8, 9 Jahre jetzt, 9, 10, nein, 10 Jahre. Und ich sage Los Hermanos jetzt etwa 7, 8. Also wenn jetzt jemand würde fragen, wieso muss ich ins Los Hermanos Inc. kommen? Ich meine, es hat heutzutage so viele Tattoo-Studio. Ja. Was würdest du sagen, ist der ausschlaggebende Grund, dass du dann da kommst, tätowieren? Schau, du musst dir vorstellen, so wie das, was wir jetzt machen, das für mich ist für die Ewigkeit. Ja. Egal was ich da mache, das bleibt für die Ewigkeit. Wir probieren immer die beste Qualität, das beste Material zu haben, gastfreundlich sein und. Aber es geht mir um das. Ich werde ihn nie mehr vergessen und er wird mich nie mehr vergessen. Er trägt es an der Hut. Oder? Und für mich ist das ein Bezug zu einer Person. Und darum finde ich das so einen schönen Job, weil sie macht etwas, wo du mitnimmst und sie eigentlich immer mitnimmst. Das heisst, so, das ist eine Freundschaft. Und das sind wir. Das ist es familiärer, würde ich sagen. Wir probieren eine Community aufzubauen eigentlich. Und das ist das Schöne. Weißt du kannst zu uns kommen und ich sage, hey, schau, den Monat, ich will unbedingt das machen, ich habe das Geld nicht. Schon gut, Zahl sind 2-3 Mal. Weißt du, wir sind jemand von, wir gehen auf die Leute ein und nicht, wir tätowieren zum reich werden, sondern das ist unser Leben, das ist unser Lifestyle. Oder? Bist du Bist du am Brüllen? Nein. Bist du gestern im Ausgang gewesen, gell? Ich glaube, ich weiss, wer gestern im Ausgang war. Shooter wie ne Mac 10 und du rennst mit dem Flow.
Niemand hat mir gelernt, ich hab gelernt nur von Gott. Wie so viele haben da gedacht und verjankt vom Block. Und nicht weit in dem Leben davon weg in ein Loch. Oh no! Es regnet Geld in dem Club. Er ist so fett, schau weg, wenn sie tanzt. Meine Crew, sie glänzt aus dem Match von der Stadt. Unterwegs machen Cash in der Nacht, yeah, Willy. Nur die Netto, wo es wartet so viel Cash, bro. Es wartet noch so viel Cash, Bro. Jeder ist am Schaffen für die Band, Bro. Sie denken, das Leben ist Nintendo. Das Leben ist mehr als nur hängen am Weekend, die bietet den Dämon. Die nicht mehr bekommst du kein Lob. Wir wollen leben mit einem Lohn. Packen mein Leben auf ein Song. Noch nicht da und dann keine Chance. Fuck it, wir sehen. Also du bist jetzt am Vorbereiten. Was braucht es alles? Tüchli? Genau, für den Fall Tüchli zum Abputzen. Farbe. Farbe Sehr wichtig. natürlich. Ohne Farbe geht es nicht. Das ist Green Soap. Das ist so zum Tüchli befeuchten, dass ich nicht gerade mit einem trockenen Tüchli so deine Haut putzen. Ich will es mit einer 5er-Nadel stechen. Ich denke, 3er-Nadel wird sonst sehr... Was ist die grösste? Die allergrösste von Lining. Also es sind halt ein bisschen verschiedene. Ja, Es ja. gibt, Also die sind wahrscheinlich eher zum Schattieren. Genau, also nein, das ist jetzt Oder- aha. Lining-Nadel, das ist einfach nur zum Linien. Okay. Schattierungen, das sind die da. Also jetzt gerade die grösste, die wir haben, ist 27 cm. Ja, okay. Also man sieht, sie ist auch ein bisschen gerundet. Es gibt auch Flat, sodass es ganz gerade ist. Die ist jetzt eben leicht abgerundet, das ist Magnum. Ja. Und 27 Nadel ist jetzt da. 27. Was wir als grösste haben. Und dann gibt es noch RS. Die sind einfach, das ist auch eine Schattierungsnadel, aber sie ist einfach rund und nicht so, Nicht so breit. Ja. genau, Also nicht so mehr- flach. Ja. Nicht flach. Voll. Ganz wichtig eben, das Zeugs immer schön abdecken, also das jetzt fürs Kabel. Das Wichtigste natürlich die Maschine. Ne? Maschine. Violett, wow, Violett ist eine geile Farbe. Yes, it's my favorite color. Violett und Gelb ist so meine Mischung vom Logo. Der Nino hat etwas gesagt, du hättest die Tattoo-Convention gewonnen. Yes, Also welche? Erstplatzierte. Das heisst, es kann gar nicht schlecht kommen. Ja, schau dort mal. Da haben wir ganz stolz, okay? Ganz stolz. Nein. Dürfen wir ja auch sein. Jawohl. Erst platziert im Ornamentic habe ich gewonnen. Sehr Ja, cool. ist geil. Ist ganz geil. Aber ich muss sagen, nur wegen dem Nino habe ich mitgemacht. Also, Nur wegen dem Nino, also hat er auch eine Schulter an das gewonnen hast. ja, er hat mich. Manchmal muss man Leute zu ihrem Glück zwingen, glaubt man. Ja. See, a lot of M's in my 23, bitch. 45 on my whistle with my Benaki, bitch. 45 on my whistle, got a ton of geek, bitch. 45 on my whistle, in my belly G, bitch. Find out 5 on them niggas, they was 23. If I put that eye on them niggas, they remember me. If you hurry sliding on them niggas, then they memory. Also, der Tour ist fertig. Give me for the lamb now. I got a chopper with a stand now. I put the chopper with a stand now. I ain't playing around. Niggas fuck around and lay it down. I'ma take that from the fishes to the grandma. I'ma hit him in his yeah. I'm gon' hit him till this text out. Gut zusammen. Gut, ja. Ich finde das so krass, ne? Es sieht so geil aus. Und bis 3. Diesmal 3. Wie heisst der? Kebab-Tester oder was? Der Döner-Test, der Nino. Kleine Biss. Ja, wo geschafft wird, muss auch aufgeräumt werden, oder? Ja, aber Manager macht nicht so einen Scheiß. Ich will Manager sein und will cool dastehen, weißt du? Hey, ich bin der Nino. Kann ich dich massieren, wenn schon währenddessen? Hey, jetzt bin ich Manager. Ne? Du musst dir vorstellen, das Wasser ist mega gefährlich. Wieso? Was machen die meisten Leute mit dem Wasser? Vielleicht hast du dich schon irgendwo mal tätowiert und hast gesehen, was sie mit dem Wasser machen. Das heisst, da wird die Nadel geputzt, die wir mit, in deiner Haut im Blut rumgespielt haben. Wird da geputzt und die Leute kommen, gehen ins Brünneli und lernen das in unser Trinkwasser in der Schweiz. Okay? Ja. In Brasilien hat es, wie heißt das, Dengue? Malaria oder so heißt Ja, das, oder? genau, Malaria. Ja.
Das sind so Viecher gewesen, die haben im Wasser gelebt und die haben können Leute töten eigentlich. Ja, leben. Und dann hat es in Brasilien das entwickelt und langsam kommt das auch in der Schweiz. Mega wichtig. Schau, du tust das rein. Die meisten Tätowierer machen das nicht hier in der Schweiz. Du tust das rein, dann tust du rein, was passiert. Und schon musst du das nicht in unser Trinkwasser rein tun. Du kannst einfach im Abfall. Und eine saubere Sache. Wunderbar. Und was kostet die Maschine? Kommt drauf an. Also es hat zwischen 300 bis 1300. Okay, Also es kommt offen. mega drauf an, ja. Schaffst du dann von da 100%? Nein. Ich bin eigentlich Vorarbeiter noch, als Strassenbauer. Hallo zusammen, ich bin der Nino und ich bin beim Lötscher Tiefbau. Ich probiere auch so ein bisschen Leute buchen, weißt, für Partys und so. Zum Beispiel den Schwang habe ich probiert. Der Schwan, was ist echt dein Bezug zum MC Schwan? Also wie hast du ihn, oder? Bin ich ihn kennengelernt habe? Ja. Ich bin mal vor irgendwie 6-7 Jahren in Ausgang und er hat einen Auftritt in Bern. Und ich bin oben ohne mit so einer Schutzweste dort und er und ich dort. Und dann auf einmal, als es fertig war, ist jemand zu mir gekommen, so, hey, du wirst im Backstage gerufen. Und ich so, hä, wieso? Dann haben wir dort einen geraucht, ein bisschen chillt und so. Und so haben wir den Kontakt aufgebaut. Ah, okay. Hast du nicht gewusst, hä? Nein. Aber schaffst du noch als Vorarbeiter einfach wegen dem Ausgleich oder weil es jetzt von dem her jetzt finanziell nicht würde? Nein, weil ich bin so ein Mensch, alles was ich anfange, will ich beenden. Und wo ich jung war und meine Lehre angefangen habe, bin ich Strassenbauer. Dann habe ich das fertig gemacht und ich habe gesagt, ich kann gerade etwas dazu anhängen. Also hänge ich lieber etwas an, dass ich, weißt, viele Leute kommen mit mir und sagen so, mach dir eine dritte Säule, mach dir eine Versicherung dort. Du musst dich einfach selber im Leben versichern. Und ich habe eine Versicherung, wenn das da nicht läuft, läuft dort. Wenn dort nicht läuft, läuft dort. So, mach dir selber, weißt du? Ja, voll. So Bart und hör auf Filme, Mann. Sie vergehen eine Straftat. Pega e mostra logo pro parceiro essa linda canção. Nós nunca fez isso por dinheiro, eu fiz de coração. Hoje logo o Spotify me paga em Bitcoin. Joga na rua e nós faz multiplicação. Eu escapei pra tirar uma onda. Junto no estúdio com os parceiros da Suíça. Hoje eu calo a boca de todos que torceu contra. Hoje todas querem pôr a boca no meu. Hoje vai ter uma festinha. Vapo, ela quer vir sem camisinha. Vapo, uma mansão pra minha rainha. Vapo, eu tô guardando meu dinheiro e pagando em cartão. Pona essa é por nebe, o bovona e tua bola. Das ist, wenn man die Kamera klaut von Buko Fisi. Hör auf Filme, Mann. Nino Brown. Folge dich. Das ist die liebe Luisa. Yes. Die liebe Luisa. Tattoos, Bier ab 300 Franken. 15% gehört mir. Danke vielmals, was, Los Hermanos, was. Da, folgt dem Typ. Er ist Single. Das schneidet er rein. Das ist so schneidet er rein, Bruder. Das ist der Outro, Bruder. Buko Fisi. Der Tag bei Los Hermanos ist vorbei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst sehr gerne ein Like, einen Kommentar. Und Nino, willst du noch etwas sagen zum Abschluss? Hey, ich hoffe, ich bin gut rübergekommen. Ich bin zwar voll kaputt, aber alles gut. Wir sind alle kaputt. Nein, danke, dass wir das machen können. Ja, danke. Und weiterhin viel Erfolg mit dem, was du machst. Danke, Mann. Wir werden uns sicher das letzte Mal sehen. Checkt ihn aus. Ich habe alles unten in der Videobeschreibung verlinkt und machen uns das nächste Tattoo bei Los Hermanos. Peace. Oh, der Buko Fisi ist drin, Jungs!